Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play BioShock Infinite, Seebestattung, Episode 2, aufpelzig. So, jetzt holen wir uns mal einen Spanner. Und jetzt der Werbefilm dazu, bin ich immer gespannt. Okay. Ups. Ah, da sehe ich dann die... Mit diesem Plasmid könnte ich sie durch die Wände hindurch sehen oder falls nötig unsichtbar werden und sie überrumpeln. Ah ja, okay. So kann ich haltend durch Wände sehen. Okay, unsichtbar kann ich wahrscheinlich erst wäre, wenn ich das ganze Upgrade an so einem wenig wie die Vigor gedöns. Okay. Diese neuen Songs? Der hat mich nicht gesehen. Das war schon recht praktisch. Stimmt doch was nicht. Ja, der sieht mich. Könnte noch hier sein. Okay, unsichtbar bin ich so, ach. Und weg. Okay, gut. Was meintest du vorhin, als du sagtest, du warst in Paris? Es war nicht wirklich Paris, es war mehr die Welt, wie ich sie sehen will. Ja, das dachte ich mir schon. Und ich war wohl nicht wirklich glücklich dort. Wir wären alle besser dran, wie de Witz, wenn wir uns nicht immer einmischen müssten. Ja, das stimmt allerdings. Okay, aber wie gesagt, den optionalen Bereich hier finde ich eigentlich wiederum ganz cool. Das hat mir ganz gut gefallen hier. Dass man hier auch so ein bisschen mehr Story dann erfährt, finde ich echt gut. Von daher optionale Bereiche, gerade wegen sowas, grase ich sowas auch unglaublich gern ab. So, jetzt kann ich aber auch unsichtbar werden mit dem Ding. Das gefällt mir wiederum sehr gut. Ich muss es nicht erst upgraden. Wenn ich es gedrückt halt, kann ich durch Wände sehen. Und zusätzlich noch gucken. Okay, gut. Und wenn ich mich bewege, kann ich nämlich durch Wände gucken. Okay. Das ist aber ganz cool, dass Elizabeth jetzt so eher defensive Plasmide kriegt. Und, ah ja. Okay. Und, dass sie jetzt eher so defensiv und nicht so offensive Plasmide kriegt. Finde ich eigentlich ganz cool. Wobei das eigentlich auf irgendeine Art auch wieder sexistisch ist, dass sie jetzt die offensive Dinger kriegt. So. Okay, jetzt muss ich auf das zurückgreifen. Es sei denn, ich habe genug Kohle, um mir nochmal Betäubungspfeile zu kaufen. Ja, Zigarette kann ich ja auch kaufen. Sehr nützlich mal wieder. Für Schrotflinte, genau hier. Das hätte ich ganz gern. Das war klar. So. Okay. Dann habe ich soweit hier alles erforscht und kann jetzt hier nochmal die Kurbel drehen. Bin ich mal gespannt, was wir noch hier für potenzielle Vigor oder Plasmide kriegen. Und dass Booker nicht auf die Idee komme ist, das Ding, den Greifarm so zu verwenden. Okay. Weil das ist wesentlich einfacher, als ich vorher noch zu splicen mit so einem Elektro-Jockey. Okay, da brauche ich auch wieder einen Pick. Ein blauer Stift öffnet das Tor und du erhältst einen Krachmacher. Mhm. Okay. Ah, dann kriege ich ja noch was Schönes. Du hast einen Krachmacher erhalten. Rüste ihn aus und schieß ihn auf die Fenster rechts, um die Splicer von dir abzulenken. Ah, das ist Munition für die Armbrust. Bist du nach Rapture gekommen, weil du es geschickt hieltest? Oder Alter, wie die gucken. Wie so Zombies rumlatschen. nicht immer eine Nasenlänge voraus bist, dass du der Herd hinterherlaufst. Dringend hinter uns lassen. Oh, Zurück oh. zum Unterricht. Schnell! Mach! Okay, Schwein gehabt. Ich würde ganz... Ah, okay, Armbrust, Krachmacher. Okay, dann habe ich anscheinend nicht so viel zur Auswahl, weil hier muss ich noch zwischen der einzelnen Munition Früher wählen. konnte ich alles sehen. Jeden möglichen Augenblick. Und jetzt? Bist du wie alle anderen? Mhm. Warum? Weil ich hier gestorben bin? Wenn ich wie alle anderen bin, kann ich weder Sally helfen, noch kann ich dahin zurück, wo ich war. Nur mal so gefragt, Schätzchen. Wieso redest du mit dir selbst? Hätte ich gewusst, dass du nicht ganz dicht bist,
hätte ich mir das mit unserer Abmachung nochmal überlegt. Ich halte meinen Teil ein. Aber dem Mädchen darf kein Haar gekrümmt werden. Du hast hier keine Forderung zu stellen. Aber ich gebe zu, ich mag Mädels, die nicht auf den Mund gefallen sind. So sehr ich Fontaine bzw. Atlas nicht mag, so sehr muss ich sagen, dass ich die Diet Stimme von ihm sehr cool finde. Okay. Mal wieder irgendein Hirngespinst von ihr anscheinend. Ah, Poster. Fontaine's Little Sister's Orphanage. Bringing big smiles to little faces. Okay. Und irgendwo ist ein Big Daddy noch unterwegs. Ich höre die Wahlgesänge. Eine andere. Ja, ich höre die Wahlgesänge. Und hier ist anscheinend ihren Frankreich-Typ. Den sie sich irgendwie so einbildet. Und Beherrschung haben wir noch als Vigor. Okay. Gut. Gucke, ob das auch bei Daddys wirkt. Das ist schon etwas creepy so. Okay, wie schaut es dann hier aus? Tauchkugeln Deluxe. Oh. Oh, 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 oh. Das ist er. Der Big Daddy. Und? Der mich getötet hat. Mit dem kannst du es nicht aufnehmen. Ja. Mustang hatte ihn schon am Boden. Er stand einfach wieder auf. Ich kann ihm nichts anhaben. Ich könnte ihm aus dem Weg gehen, aber er könnte hilfreich sein. Der Feind meines Feindes. Okay. Hilf mir! Ich hoffe, der geht auf irgendwelche Splicer jetzt los. So für gewisse Zeit kann er durch einen Randalierer. Ich weiß nicht, ob das Angebot so gut war. Aber erst einmal 100 Eve wieder. So. Oh, 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 oh. Du watschelt der rum. Okay, dann meide ich einfach mal, so gut wie es geht. Tauchkugeln Deluxe. Ah, Väterchen Frost. Old Man Winter. Quality Plasmids. Okay, da ist es Väterchen Frost Plasmid anscheinend irgendwo zu finden. Quatsch, wollte ich gar nicht. Okay. Okay, da hinten warschtelt irgendeiner rum. Irgendein. Ich sollte mir die Hände waschen. Reinlichkeit ist gleich Erfolg. Du solltest dir mehr als an die Hände waschen. Gretel hinter der Heck. So. Puh. Okay. Gewitter erleiht. Was haben wir da noch? Audiotagebuch von Samantha Camp. Dieser Atlas ist in diesem Loch hier unten aufgetaucht und versucht, für Ordnung zu sorgen. Die Splicer glauben, der Mann kann über Wasser gehen. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Irgendwie erinnert er mich an meinen früheren Arbeitgeber, Frank Fontaine. Der hat immer davon geredet, wie er dem alten Rapture abnehmen würde. Man sieht ja, wohin das geführt hat. Ja, da liegt sie richtig, die gut Samantha. Oh, Atlas. Voice of the People. Ja, ja. Ah, hallo? Jemand da? Sender Cohen? Was willst du? Lass mich rein, ich arbeite für Atlas. Davon weiß ich nichts. Ohne ein Wort vom Boss kommt hier keiner rein. Okay. Okay, das ist auch wieder was Optionales hier. Das ist irgend so Versteck, so Atlas-Lloyd-Versteck. Und irgendwas brauche ich, dass ich da reinkomme. Okay. Hier wird nochmal gespeichert. Jetzt hat man nochmal eine Schleichbewegung hier. Da ist ein Splicer dahinter. Okay. Tauchkugeln Deluxe. Dahin ist wieder der Big Daddy unterwegs. Was haben wir denn hier noch? Armbrust-Betäubungsmunition. Sehr gut. Und... Okay, allzu viel kann ich hier nicht gucken. Ein Lockpick. Sehr schön.
Okay, hier haben wir Zahleschloss. Aber dafür müssten wir erstmal hier den Code rauskriegen, ne? Ah, das ist wo ich wahrscheinlich hin muss, ne? Oh, scheiße. Ich will aber noch nicht aufmachen. Ich bin anscheinend nicht die Erste, die hier rein will. Okay. Okay, das war Wenigstens gibt es eine Spur. Das war schon Hauptmission. Finde einen anderen Weg ins Silverfin. Okay, ja. Na gut. Kapiert. Okay. Watschen hier irgendwelche Gestalten rum? Derzeit nicht. Boah, also diese Big Daddy-Geräusche jagen mir nach wie vor Gänsehaut über der Rücke. Okay, da ist dann Hauptgebiet wieder. Aber ich will hier erstmal mich hier umgucken. Ich will nochmal alles Optionale abstreiche, was ich hier finden kann. Oh oh. Geh mal weg. Geh mal weg, du Klotzkerl. Ja, soll mal so ein bisschen stunk machen, das ist mir ganz recht. Ich will doch nicht unbedingt hier gehen, wo der ist. Okay. Oh. Halt die Gosch. Okay. Muss nicht knausrig sein. Ja, muss. Interesse an einer eigenen Tauchkugel? Oh Gott. Das war jetzt auch wieder... Wer jemand Wohlhabenden so bezeichnet, Ach, Schrotflinte. Uhahaha. Aber, machen wir erst mal so. Dann machen wir so. Moment, erstmal einen Hochlader. Und dann wählen wir hier die Schrotflinte einfach mal aus. Ein bisschen Kaffee. Kann nie schaden. Und hier kein Splicer mehr. Da hinten ist einer noch. Ein Lockpick. Okay, wir probieren das heimlich zu lösen, so gut wie möglich. Schöne Bobbesrei. Ah, da haben wir noch ein neues Vigor, beziehungsweise Plasmid. Ein Lockpick. K.O.-Upgrade. Beherrschung. Nimm Eve. Ah, okay, das ist einfach nur Beherrschung gewesen. K.O.-Upgrade. Lässt Gegner ohnmächtig werden, sobald der Effekt aufhört zu wirken. Mhm. Hübsche Maske. Und er schnarcht auch ganz schön laut. Notiz. Da hat wohl jemand einen Code entschlüsselt. Wir haben die Bestätigung, dass das Ass im Ärmel fertig ist. Su Chong hat es, wird es aber nicht einfach herausgeben. Alles Weitere, wenn wir mehr wissen. Worum geht es da? Tja. Finde alle 4 kodierten Übertragungen. Mhm. Ein Telegraph. Und wo kommen wir da wieder raus? Du warst der schlimmste aller Waffen. Oh, 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 ganz leise. Nie geben. Dass du warst, spielt Okay, da draußen schwirrt der Big Daddy rum. Das sind Lüftungsschächte. Ah, okay. Gut. Leiche haben wir noch nicht durchsucht. Ich sollte relativ sparsam mit meinen Plasmide umgehen. Boah. Ja, die Big Daddy-Geräusche sind schon ziemlich heftig, finde ich. Vor allem, wenn man sich mit dem Kerl nicht anlegen kann. Ist das schon übel. Es war aber hier irgendwo noch ein Tresor, glaube ich, den ich noch knacken kann. Aktenschrank. Habe ich das als Tresor fehlinterpretiert? Schneekugel untersuchen. Ah, ja. Mal gucken, ob man nicht wirklich ihr ganze Erinnerungen wiederhergestellt kriegen. Okay, derzeit ist hier nichts in der Umgebung. Okay, hier werden diverse Spritzer oder Medikamente hergestellt oder Gifte möglicherweise sogar. Ach, da ist noch was. Ah ja, Zigarette. Sandwich. Ich mache das einfach mal so, weil ich das immer mache. So. Und dann war hier noch der Hansel. Genau, der ist mittlerweile schon verschwunden. Hier ist ein Luftschacht irgendwo. Hier. Okay. Hier waren wir ja schon.
Gut, dann ist auch hier kein Safe, den ich verpasst habe. Hoffe ich zumindest. Dann gehen wir mal hier weiter. Erste Hilfe. Gucken wir mal, wenn wir von hier aber den Blick haben für alles. Ja genau, da ist der Big Daddy. Hier ist sonst nichts von Interesse mehr. Medicine, da war mal. Geh du mal vorbei, Kerl. Geh du mal vorbei und lass mich in Frieden. Okay, gut. Boah. Manometer, was für Geräusche. Ich finde es ja ach so geil. Die Geräusche von den Big Daddies werden ja gemacht, indem jemand schreit und diese Schreie werden dann in Slow Motion abgespielt. Oh, da ist aber jede Menge Xocks. Einer weg. Big Daddy ist noch unterwegs und hier ist auch noch was. Deinem Äußeren nach Oh, zu oh. urteilen? Hier urteilt niemand wegen meinem Äußerer. Okay. Frankie kriegt eine Prämie. Und ich guck in die Röhre. Du guckst immer in die Röhre, so wie du aussiehst. Eine Familie zu ernähren? Du hast bestimmt keine Familie zu ernähren. So. Revolvermunition nehmen wir doch auch gern auf. Ein gigantisches Comeback. Ich bräuchte nur einen neuen Agenten. Wüsstest du jemanden? So, Information. Mal gucken, was wir hier finden. Ich hoffe, der Big Daddy marschiert hier nicht rein. Sonst müssen wir die andere Gestalte. Ja, dann erledige ich mal von hinten. Ich bin gerade in einer Schadenspause. Seit etwa 15 Jahren. Ich habe Arbeit. Will aber endlich Stirb! So. Geht doch. Hauptsache aber wieder der obligatorische Dameschuh bei sich. So, Notiz haben wir hier wieder. Sehr Eine schön. chiffrierte Nachricht. Versuch Suchong das Ass im Ärmel abzunehmen, gescheitert. Ryans Sicherheitsdienst tötete 3 unserer Männer. Müssen andere Möglichkeit finden, an das Ass zu kommen. Okay, erstmal wieder ein bisschen Kaffee. Ab nächsten Jahr im Handel. War ja klar. Ich sagte seit Oh, 5 Picks brauche ich dafür. für eine Platte oder ein Haufen. Okay. Er sagte, er würde sich melden. Oh, fuck. Okay. Plasmid benötigt Väterchen Frost. Oh, nett. Da habe ich ja Upgrade anscheinend für Väterchen Frost freigeschaltet, was ich noch gar nicht habe. Okay. Einen Luftschacht haben wir hier auch noch. So, das war anscheinend hier auch noch mit einer Suppeküche verbunden, die Information. Im Akteschrank haben wir noch ein bisschen was. Manche von den alten Nummern haben Staub angesagt. Revolvermunition ist voll. Ist da dieses Flittchen von der Presse? Hey, Spionierst du mir wieder nach? wer ist hier Flittchen von der Presse? Ich geb dir gleich. Ich hab dir nicht erlaubt zu gehen. Wo siehst du mich dann? Wo ist dann der Typ? Ach du Offer. Ah. Okay. Ich hab nicht gesagt, dass du gehen kannst. Der Lunchbox haben wir noch ein bisschen was. Wie kommen wir dann da hoch? Du Lass latsch, mich nicht schon wieder. du latscht der Big Daddy hoch. Okay. Dann probieren wir es halt mal über die Luftschächte. Du einfach verschwinden. Ich plane ein gigantisches Comeback. So, probieren wir es dann mal über die Luftschächte. So. Da haben wir nichts mehr drin. Okay. Los, komm schon raus. Ich hab eine Menge Eisen im Feuer. Ah ja, okay. Ja, dann musst du halt sterben. Verdrückt oder was? Oder? Ah, wir könnten es eventuell auch so lösen. Sehr cool. Ich wollte ihn eigentlich schon abknallen. Aber wir können das auch so erledigen. Perfekt. Das ist mir natürlich wesentlich lieber, wenn wir die friedlich erschießen können. Ja, geh du mal lieber wieder, Big Daddy. Gehen wir noch in die Manta Ray Launch. Dann schauen wir mal, was wir hier noch finden. Ah, na, was für Gestalter. Okay. Gehen wir mal etwas offensichtlicher rum, solange wir nicht draußen in der Hauptgänge rumstreunern, wo der Big Daddy unterwegs ist.
Sollte alles okay sein hier. Und? Nix. Okay. Gut. Sieht soweit alles sauber aus. Bisschen Eve können wir sehr gut gebrauchen. Da haben wir nichts weiter. Nee. Nee. Okay. Wobei das jetzt eher so Let's Sneak auf pelzig ist. Oh, okay. Ah, okay, gut. Das ist noch nicht der Hauptweg. Das ist gut. Oh. Tschüsseli. Dann sollten wir hier wieder schleichen. Welcome to the party, boys. Ups. Nicht so laut. Und? Ah, das sind noch ein paar Gestalter. Okay. Aber die sind nicht so nur, dass sie uns hören könnten. $2 hat der noch dabei. Und hier haben wir noch einer. Das ist das letzte, was wir uns jetzt noch anhören, von Johnny DeMarco. Louis. Hey, wenn du nicht bald hier unten bist, kriegst du weder Alk noch Bräutabend. Manchmal glaube ich, du nimmst diese ganze Robin Hood-Sache zu ernst. Fontaine lässt uns Suppe verteilen, damit wir eine Armee aufbauen, nicht um die Milch der Menschenliebe weiterzugeben. Wenn du so weitermachst, muss ich noch annehmen, dass du noch weiter links stehst als Karl Marx. Was? Verdammt. Splicer! Komm rein! Horowitz! Sag Fontaine, dass die Sperren überwunden wurden und... Nett. Okay, da würde ich aber auch sagen, ich mache jetzt hier mal wieder meinen Cut und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Bioshock Infinite Seebestattung Episode 2 auf Pelzig, wo wir dann weiter hier in dem Gebiet rumstreunern werden und gucken, was es noch optional abzugreifen gibt. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.